Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Sodele, wir hätten jetzt zwei Versionen wieder. Ich erinnere, mit Erinnerbären, ich war schuld, besuche Sarahs Gedenkstein und hier hätten wir noch, er ist mein Bruder. Story. Da noch eine Hinweistafel, okay. Na gut, da haben wir anscheinend auch noch einen Nero-Forschungsanlage, ja, das war die ich irgendwie nett entdeckt habe, weil ich zu blöd war, das rauszufinden, wo die ist. Die steckt anscheinend, wahrscheinlich muss ich hier die Stroß lang und muss da hingurken, damit ich da auf die Hügelkuppe komme, vermute ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, wir gurken jetzt erstmal da lang, bevor wir uns wieder um die Hauptstory kümmern. Das heißt, ich war schuld. Und das Ganze gehen wir jetzt nochmal an, obwohl es Nacht ist. Aber ich weiß jetzt mittlerweile auch, ich muss hier nicht mehr ausrollen lassen, sondern ich kann hier einfach quick mit L2 auf die Bremse steigen. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Obwohl es jetzt auch wieder einige Zeit her ist, dass ich gezockt habe. Allerdings, dass man nur eine Woche und keine 2 Wochen gleich. Aha. Irgendwas ist unterwegs durch Hot Springs. Der verdammte O'Brien. Oh. Metolia Springs, Metolia Springs. Ja, ich weiß, wo das ist. Komm schon, O'Brien. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Und hier auf dem Scheißhaus geht anscheinend, ach, die Luzi ab. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Lass mich los, du widerlicher Drecksfreaker. Ich mach dich fertig auf dem Scheißhaus. Oder ich schwebe in der Luft im Scheißhaus. Ach, das funktioniert. Okay. So, gerade Sache, Freestyle hier. Alles klar, warum nicht? Dann gehen wir doch erstmal raus aus dem Scheißhaus. Und legen uns so mit der Freaker an. Drecksack. Na, also. Das war jetzt ein sehr amüsanter Bug, muss ich sagen. Ich habe gerade was gehört. Dieses Nero-Funkgerät ist doch ganz nützlich. Ich weiß, wo sie morgen hinwollen. Und hier war noch Ich irgendwas. dachte, du schaffst die nicht alleine. Ja, das stimmt. Aber mit ein bisschen Glück komme ich ungesehen an ihren Heli ran und... Zeig's ihnen, Bruder. Und denk dran, was Jack immer sagte. Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Okay. Wie schon gesagt, Jack hat immer viel Scheiße erzählt. Deacon Ende. Ich habe jetzt leider null Mal mitgekriegt. sehen, was zum Henker Nero sofort. O'Brien, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Hab jetzt Was leider... zum Teufel ist hier passiert? Ah ja, da ist Ich es hoffe, es jetzt. gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Gut, das war das mit der Fragezeichen auf der Karte, aber ich habe jetzt anscheinend noch was freigeschaltet gekriegt. Kontaktaufnahme hieß die Quest. Das wird wohl hier sein, ne? Ich erinnere mich. Kontaktaufnahme spüre Nero-Agent O'Brien auf. Ja, um den Sausack geht's. Aber wir holen jetzt erstmal eins noch um andere DD-Sache. Also. Weiter erstmal zu Sarahs Gedenkgedöns. Dann können wir bei der Gelegenheit eventuell uns auch nochmal um die Horde kümmern, die dort in der Nähe rumlungert. Beziehungsweise um deren Überreste. Ich glaube, die Überreste jagt mich schon. Weil ich glaube, das ist gerade schon die Horde-Musik. Gerade noch so. St. John, schau mal den Hot Springs vorbei. Und ja, ich glaube, das ist dann... St. John Ende. Ist auch gerade die Horde-Musik. Neuer Job freigeschaltet. Okay, das ist dann von Tucker. Gut, ich fahre das jetzt... Ja, ja, tötet euch nur gegenseitig. Hoppenla, warte mal. Da sind Plünderer und Freaker gerade unterwegs. Ich lass dich mal schnell vom Freaker abmurksen. Hui, 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 hui. Hör auf, hau ab. Mütze. Pfui Teufel, Schwärmer. Bam. Bam, genau. Ach, das YouTube-Video vom Bam League sehe. Oh, Mann. Moment mal. Hier hat einer voll abgeschmatzt. So, hat der Typ gesagt, ich hätte abgeschmatzt. Das habe ich aber nicht. Ach ja, herrlich. Herrlich, herrlich, wer es kennt, ne? Eine Rohrbombe, ja, geilomat. Die nehmen wir doch glatt. Gib her. Und wir schwirren weiter hoch
Zu Sarahs Gedenkstein. Ich denke, da können wir jetzt auch das Bike getrost durchstehen lassen, wo es steht am Fels. Und wir schleichen uns jetzt da hoch. Keine Ahnung, ob die Horde uns überhaupt registriert hat jetzt noch. Die werden uns auch nur eine gewisse Zeit lang folgen, gerade wenn ich jetzt mit dem Bike unterwegs war. Denke ich doch, dass die Horde derzeit auch wieder die Spur verloren hat und wieder gemütlich zurückgewackelt ist, wo sie gehört. Aber das war auf jeden Fall die Horde-Musik. Die hat uns tatsächlich verfolgt. Tja, jetzt weiß ich nur leider nicht mehr, wie ich da hochkomme. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Okay, viel Spaß. Erstmal Überblick verschaffen. Ich muss mal gucken, wie ich da jetzt genau hochkomme. Ich glaube, ja. Da muss ich wohl dann darüber laufen, ne? Dass ich da wieder hochkomme, da wo ich mein Bike hab stehen lasse. Oder? Geht das so? Kann ich... Ne, da kann ich nicht mal hochklettern. Ach Mensch. DIHD, das ist halt das. Scheiße. Oh, ich und meine Orientierung am liebsten hätte ich jetzt aufs Dixie-Scheißhaus gehe und erstmal eine abseile. Meine Phrase. Dich kann ich brauchen. Genau, dich kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Also. Okay. Armbrust. Ah ja, erstmal auch wieder nachladen, ne? So. Ja, gewittert du nach Keitel noch einmal. Wie komme ich dann jetzt mal auf den scheiß Hügel hoch, wo Sarahs Gedenkstätte ist? Wie habe ich das dann beim letzten Mal gemacht? Verflixt mal, das muss doch irgendwie auch geklappt haben. Darüber kann ich zumindest noch mal kraxeln, ja. Bringt uns allerdings einen Rattearsch. Tja. Da muss ich auf jeden Fall hin, in die Richtung, ne? Ich weiß nur, dass ich irgendwie über die Nero-Zelte gelaufen bin und du gingst dann irgendwo auch hoch, ne? Alter Latz. Da geht's wieder zu der unteren Nero-Dinger, ne? Ja, genau. Verflixt noch mal. Wie war denn das? Ich bin da entlang. Bin irgendwie hier über die Nero-Dinger durchmarschiert. Da war teilweise off, ne? Wenn ich mich doch richtig erinnere. Erinnere ich mich nicht? Ne, okay. Dann halt nicht. Aber da ist off. Das heißt, ich muss über den... So, gehen wir das Ganze wirklich mal analytisch ab. Statt chaotisch. Dann kann ich hier durch. Ne? Ja. Bin ich hier? Ja. Aller. Yes, das erleidet. Also manchmal habe ich wirklich die absolute Scheuklappe auf. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin echt dappig, wenn es um Orientierung geht. Da bin ich sowas von hilflos teilweise. So. Kennt aber, glaube ich, jeder Let's Player. Dann machen wir die Sache hier. Hey, ich bin's. Bowser sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, wozu das gut sein soll und vielleicht hat er recht, ich weiß nicht. Neulich hat's ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Rapper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich habe so eine... Wie heißt das? Mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Bowser, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich glaube das nicht. Die Wunde sieht echt scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich habe sein Leben riskiert. Für ein Ersatzteil. Ein Teil für ein Bike. Es war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich habe ein Jahr an dem Bike gebastelt. Das hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war es okay. Weißt du noch, dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Bowser besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich vielleicht nicht mehr komme, weißt du. Okay, das war jetzt auch mal ganz interessant und ich finde, so emotionale Szene muss das auch mal hin und wieder haben, das Ganze. Einfach, dass er auch die Zwiesprache mit seiner Frau auch abhält.
Okay, so 22% das Ding insgesamt. Hast du dein Funkgerät an? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Neuer Busa, Fertigkeitspunkt, danke. schön. Ja, ich komme rum, sobald ich kann. Gegen Ende. Okay, zu Busa können wir auf jeden Fall nochmal, da können wir nochmal bei der Fertigkeit gucken. Fernkampf wäre vielleicht jetzt gar nicht mehr so verkehrt, ne? Konzentration können Fernkampfwaffen schwächere Gegner eher aufhalten. Reduziert die Abklingzeit von Konzentration, das ist nicht verkehrt. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Konzentrationscocktails. Was war dann hier noch das Höchste? Projektildurchschlagkraft von Fernkampfwaffen. Munitionskapazität, das ist natürlich auch ziemlich geil. Und durch Kopfschuss-Skills gibt es Gesundheit wieder. Das sind alle ziemlich geil. Okay, ich mache jetzt aber erstmal die Abklingzeit von Konzentration. Das halte ich persönlich für sinnvoll. Ich möchte das länger haben. Halte L2 gedrückt und drücke R3, um die Konzentration zu aktivieren. Deine Konzentration-Abklingzeit ist jetzt reduziert. Das ist ziemlich gut. Ich möchte es häufiger verwenden können. So, bei der Gelegenheit packen wir uns auch ein bisschen Benzin mit. Wir können nochmal gucken, wie es unserer Lieblingshorde so geht. Siehst du, ich schleiche mich hier einmal ein bisschen eher an. Boah, ich höre die schon. Das klingt echt verdammt ekelhaft. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die ganze Horde wieder regeneriert hat. Oder ob das nach wie vor die sind, die ich dezimiert habe. Nur noch die paar. Ach du Scheiße, die Horde ist wieder ganz. Gut, dann machen wir das so. Ich schmeiß noch zusätzliche paar von der Rohrbombe mit rein. Oh Scheiße, die haben mich bemerkt. Okay. Und Mollys. So. Und herzlichen Glückwunsch. Und der Recht knall ich ab. So, der Recht wird abgeknallt einfach. Gut. So. Gehen wir einfach mal methodisch an die Sache dran, ne? Gut, mein Schalldämpfer ist auch am Arsch. So. Alles systematisch und methodisch und mit kaltem Kalkül abmurksen. Nicht großartig drüber nachdenken. Einfach nur abknaller. Ja, zappelt nämlich. Das sind nämlich besonders viele, nur noch 2 zählig. Die 60 Schuss dürften ausreichen. Ja, nur noch einer. Dann dürfte das die Horde gewesen sein, ne? Jo, Mission abgeschlossen. Pat Genslakes Horde. Okay, gibt dann nur ein bisschen mehr Vertrauen für Hot Springs. Statt Hordenkiller habe ich eben Hodenkiller gelesen. Okay, cool. Dann war es das mit der Horde. Der Rest habe ich jetzt auch noch erledigt. Und wie gesagt, ich bin immer sehr stark dafür, bei sowas methodisch und mit absoluter kühler Verschlagenheit an die Sache dran zu gehen. Wozu soll man sich da Panik machen? Ja, es ist eine Horde, es sind verflucht viele Gegner. Und die können saumäßig gefährlich werden. Nichtsdestotrotz, wenn man die Nerven verliert, hat man schon verloren. Und zwar vollkommen. Wenn man in so einer Situation keine Nerven bewahren kann, finde ich, dann war es das so ziemlich. Dann kann man nichts mehr machen. Dann gerät man in Panik, dann kann man nämlich gescheit denken. Und dann hat sich die Sache meistens auch vollkommen erledigt. Dann weiß man nämlich, was man machen soll. Und ohne Plan kann man schlicht und ergreifend nicht an diese Horde dran gehen. An die muss man halt immer mit dem Plan dran. So, gucken wir jetzt mal, ob wir so rüberkommen. Ja, das klappt. Joink. Hier ist irgendwo noch mein Bike. Jo. Dann machen wir nochmal bei der Horde einen kurzen Halt für die Schwärmerohre zu holen. Und ich glaube, ich habe ja sowieso mein Benzingedöns da runtergeworfen. Also insofern, das wird schon passen, ne?
falls es da noch steht, dann kann ich da auch Upsala, kann ich wahrscheinlich auch noch Tanke gehen dort. So. Dann ist die nächste Mission, die wir uns mal halten, die hier. Das ist auch eine Nebenmission, ne? Oh, nee, Story. Das ist Story. Aber das ist genauso Story. Tja, dann würde ich halt sagen, dann machen wir tatsächlich doch eher das hier. Machen wir erstmal die Boozer Quest. Oder wir gehen nochmal zu... Ja, gehen wir nochmal zu Tucker. Scheiß drauf. Das ist nämlich auf jeden Fall das sichere Sidequest. So, halte mal eine Gaul an. Müssen wir erstmal raus. Das ist ein Schampelader. Halt! Falls wir da nichts mehr kriegten, weil uns dann Kanister auf einmal auf ominöse Weise verschwunden sein sollte. Dann mal los. Machen wir das zumindest so, ne? Genau. Fort. Und joink. Und runter mit uns. So. Okay, halte mal eine Gaul an. Ich will noch zur Horde. So, die Horde war dort irgendwo, ne? Irgendwo in der Pampa hier. Genau, hier sehe ich schon die X auf der Minikarte. Dann war die hier, die Horde. Jo, dann sammeln wir noch die Ohren ab. 21. Uiuiui, da habe ich schon 69. 71 Schwärmer noch erledigt. Das war ja doch noch ein größerer Teil von der Horde, als ich geglaubt habe. Gut, rechnen wir mal per Schnellreise. So. Jo. Okay, dann schauen wir mal, was Tag für uns hat. Und danach machen wir dann noch dieser Nebenquest, dann die Er ist mein Bruder Quest weiter. Und dann kümmern wir uns erst wieder um Nero. Weil ich finde dann doch Boozer in der Story wichtiger, um ehrlich zu sein. So. Glücklicherweise gelten die Benzinkanister immer für gleich 100% auf Tanke. Also da habe ich bisher noch nie ein großes Problem gehabt. So, gleich mal wieder 33% verschwendet. 23. So viel rechnen sollte ich eigentlich noch können. So. Merci, Mo. Dann gehen wir erst nochmal zum Mechaniker. Ich steht auch eins trinken. Genau, geht um mein Bike. Tanke mal noch. Jo, mach ich. Dann retten wir mal mit Tucker. So, Mädel, was gibt's Neues? Dick, du musst wen für mich aufspüren. Wen aufspüren? Okay. Was ist da los? Kurz nachdem du Lisa hergebracht hattest, brachte Larson noch ein Mädchen. Sie heißt Rose Allen. Ein schwaches kleines Ding. Aber wir dachten, sie könnte uns trotzdem beim Bewässerungssystem helfen. Okay, und was genau? Sie ist weg. Sie war mit Alkai und ein paar anderen auf Besorgungstour. Oben beim verlassenen Nero-Flüchtlingslager. Ich glaube, du warst da schon mal. Ja, ich kenne es. Finde sie, Deke. Da oben treiben sich Drifter und andere miese Typen rum. Wenn die sie zuerst finden... Ja, okay, ich sehe, was ich tun kann. Okay, alle müssen arbeiten. Und das suche die Gegend nördlich von Hot Springs. Okay, das ist dann das hier. Alle Hopf. Das heißt, wir müssen mal das mal keine Kopfgeldjagd machen, sondern mal jemand lebend abliefern. Hey, was gibt's? So, Alkai, ich brauche mal wieder ein bisschen Munition, die ich gerne auffrischen würde. Okay, Inventar voll, Primär-Schalldämpfer, ja komm. Das kannst du draußen gebrauchen. Das kann ich definitiv gebrauchen. Jo, das können wir uns nicht holen. Da brauche ich sehr große Vertrauensstufe. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Ah jo, Mama, das Knecht. So, dann erstmal hier. Für die Primärwaffe hätte ich ganz gern meinen Schalldämpfer, ja. Ich sage Tucker, dass du hier warst. Mach das, wenn es da Spaß macht. So, dann gehe ich erstmal wieder zu meinem Bike zurück. Das ist ja glücklicherweise immer in die richtige Richtung geparkt. Dann kümmern wir uns mal um den Job hier noch. Ich mache dir auf. Merci. Und weiter geht's. Machen wir alles bei Nacht. Wir sind ja abgefuckt genug, dass wir da raus können, ne? Auch wenn Nacht ist. So.
Gucken wir mal, was da jetzt kommt. Hallo? Hallo, mein Freund. Ja, vor der Haustür haben sie anscheinend noch nicht aufgeräumt. Wieder am Scheißhaus vorbei. Mhm. Cooler Zug von mir mal wieder, ja. Schöne Picknicktisch gerammt. Warum nicht? So. Und hier in der Pampa will ich nicht gerade unbedingt nachts stehen bleiben müssen und mein Bike reparieren. Das machen wir wieder, wenn wir im Heim sind. Okay, es ist nur keine Horde, die durchkam, aber ein Schwarm, hat er gesagt. Okay, das heißt, ich darf mich jetzt hier mit einer Arschgeige hier rumplagen. Na gut. Dann... So, dann machen wir hier noch platt, was wir platt machen können. So leise wie nur möglich. So, okay. Das war doch schon mal gar nicht mehr so scheiße. Okay, dann bleibt nur noch Enna übrig. Dann gucken wir mal, ob wir noch Bolzer Eis sammeln können hier von dem Illustra. Oh, verdammt, okay. Schwärmer. Hallo? Ach, der super Typ. Ey. Okay. Gut, das haben wahrscheinlich ein paar gehört. Aber ein paar Bolze kann ich immer noch Eis sacken, ne? Oh, hallo. Hallo, mein Freund. Ade, mein Freund. So. Na gut, dann gehen wir wieder auf unser Armbrüstel über. 2 Bolzer habe ich immerhin noch mal retten können aus dem ganzen Quatsch. Beziehungsweise aus der Gedärme von der, die ich abgeknallt habe. Was ist es? Was ist es? Oh. Mensch, das ist es. Okay, was haben wir denn da? Tot. Ich meine, vielleicht hier irgendwo? Ah, da kann ich jetzt wieder mit meinem Illustre Überlebensmodus schaffen. Okay. Da liegt was? Rasenmähermachete, ja geil, gib her. Stirb! So. Dann hätte ich trotzdem ganz gern die Rasenmähermachete wieder, die ist ziemlich cool. Okay. Und dann schauen wir doch mal, wo uns das hier führt. Ah, da drüber ist irgendwas. Halte mal der Gaula. Was ist stand da? Achso, das zeigt uns einfach nur Zeichen, was wir abstauben können. Ach ja, da ist ja noch der Hanging Torsen. Sieht aus, als hätte der Schwarm sie zerfetzt. Die armen Bastarde. Nett. Okay, der meint dann wohl die hier, die als Teilkadaver hier rumhängen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir könnten vielleicht noch hochkraxeln. Eventuell ist da noch was. Rette Rose. Also vielleicht hat sie es ja bis hoch geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie intelligent die Schwärmer bzw. Freaker sind und ob die Treppe hochklettern können. Da können die mal gucken. Das klingt auf jeden Fall, als die Dorf rar rumstöhnen und keuche. Ist das over? Rose? Rose Allen, ja? Nein, nein! Hey, 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 ich werde dir nichts tun, okay? Ich gehöre nicht zu denen. Nein, nein! Gott verdammt, ich will dir helfen. Tucker schickt mich. Warte, ich sagte, ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, sie schickt dich. Du bist vom Arbeitslager. Nein, also Tucker, ich besorge Zeug für sie, ja. Ich musste hungern. Ich wollte nicht gehorchen. Also gab's kein Essen. Es ist halt ein Arbeitslager, da muss man halt arbeiten. Ich bin kein Sklave. Ich gehe nicht zurück, kapiert? Lieber sterbe ich hier. Okay, Gott verdammt. Na los. Ihr Entscheidung, würde ich sagen. Alle müssen arbeiten. Tja. Tucker ist doch gnadenlos. Für die Fahrt rüsten. Ziel, Buser und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe, zu 83%. 10% Schutz für die Schwachen.
Okay, für die Fahrtrüsten individuelle Designs freigeschaltet. Individueller Akzent Hot Springs Camp. Das sieht eigentlich auch ziemlich geil aus. Okay. Na gut, ein Gewehr, keine Flinte. Warte mal, was ist denn der da jetzt wieder gelaufen? Ist das nicht dieses, er ist mein Bruder? Ja, ein Gewehr, keine Flinte. Alles klar. Gut, dann können wir das eventuell noch bei Tucker abliefern in der nächsten Episode. Das heißt, ich krieche jetzt wieder zu meinem Bike zurück und mache von dort aus nochmal die Schnellreise zu Hot Springs. Und dann schauen wir doch einfach mal, was Tucker dort dazu sagt. Aber das machen wir dann erst übermorgen. Ich möchte halt nur einfach den Weg hinter mich bringen, dass ich nämlich nachts hier unterwegs sein muss, in dem Dreckslade hier. Wie ist der Deibel, wer die da auch gefesselt hat, also... Keine Ahnung. Du, wenn du da angebunden bist, dann darfst du eigentlich auch nur drauf hoffen, dass die Freaker nicht in der Lage sind, Treppe hochzuklettern. Halt doch die Schnissgretel. So. Grad Das verdes. war's für dich. So. Ohr gibt's auf 3. Und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt gerade mal auf die Socke hier, ne? Die dumm. So, Schnellreise. Ja, natürlich will ich das. Okay, dann haben wir soweit alles erledigt, würde ich mal sagen. Wir haben die Horde erledigt. Wir haben Sarahs Grab besucht. Und wir haben jetzt noch die Nebenmission für Tucker gemacht mit dieser Rose, die nicht zurück ins Arbeitslager zurück will. Gut, ich denke, das ist mal für heute wieder ordentlich was geschafft. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir Tucker dann einfach mal zur Rede stellen. Wir sprechen einfach mal mit ihr, mal gucken, was er dazu sagt, falls er was sagt dazu. Und dann kümmern wir uns übermorgen auch wieder um die ganze Boozer-Geschichte mit er ist mein Bruder, ein Gewehr, keine Flinte und so. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan. Yankee.